Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, wir gehen rein in die doch sehr kurze PK von Eric Dier. Ich bin sehr gespannt, was da so erzählt wird. Überrascht mich ein bisschen, dass die so kurz ist, aber gut. Gehen wir mal rein in den Bums. Die Logos brauchen wir nicht. Herzliches Willkommen am Samstagmittag. Der FC Bayern freut sich sehr, heute Eric Dier als Neuzugang vorzustellen beim FC Bayern München an der Seite. Auf jeden Fall hat er schon mal einen coolen Namen, oder? Eric Dier. So Action-Star-mäßig. Vom Sportdirektor Christoph Freund. Welcome, Eric. Munich. Thank you. In wintry Munich. So you have been here since 2 days. What are your first impressions? It's cold. It's cold. Okay, It's cold. this is really the first impression. But no, it's been Was der Lot kommt von der Insel, Alter. Der ist immer kalt. fantastic since I arrived. Obviously, I felt. Was ist denn los? Keine Übersetzung oder was? Ich mache euch mal Untertitel in Deutsch. Mal gucken, wo die erscheinen. The size, the history of the club, but also the warmth and the family feeling that is within the club is something that has not surprised me, but it feels special. Okay, yeah. Thank you. Ein Sportdirektor zeichnet natürlich Verantwortung für einen Transfer. Christoph, wie hat sich die Verpflichtung von Eric dargestellt? Ja, wir haben schon länger Kontakt mit Eric, wir stehen schon länger im Kontakt, hatten einige Gespräche und ja, in den letzten Tagen hat sie sich dann herauskristallisiert und wir haben eine Lösung gefunden, die sehr, sehr gut passt und wir sind sehr, sehr happy, dass die Eric jetzt in München ist. Okay, danke schön. Dann starten wir mit den Fragen. Natürlich in Englisch bitte bei Starten Eric. wir mit den Fragen. Dauert ein bisschen, bis er auf Deutsch antworten kann. Dann geht's los. Carrie Howe für Sky bitte. Hello Eric, what has impressed you the most so far in Munich? Am meisten Teammate Harry Kane said recently in an interview das that ist die bisher auch besten wahrgenommen. Natürlich, ja, Kane hat schon gesagt, dass er am liebsten neben ihnen sitzen würde, weil du dann einfach neben ihm schläfst. Wie sieht das aus morgen nach Portugal? Ja, ich weiß noch nicht, neben wem ich sitzen werde, aber ja, das stimmt. Ich bin berühmt dafür, dass ich gut schlafen kann, wenn wir reisen. Also sagte da auf jeden Fall die Wahrheit, aber dafür habe ich noch keine Antwort. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein großer Club, der eben auch viel Geschichte mit sich bringt und aber auch ein sehr interessantes Gefühl, dieses familiäre Gefühl, die eben wie ich hier willkommen wurde, war wirklich toll. 2 Fragen an Herrn Freund. Naja, was soll man auch immer anders sagen, wa? Das erzählt ja jeder Spieler uns. Also, das ist ja jetzt nicht irgendwie überraschend. Recht hat er natürlich, macht auch so schon mal einen guten Eindruck, denke ich. Ich denke, er wird uns gut tun als Typ. Auf jeden Fall. Bin gespannt, wie es so einsatzzeitmäßig aussehen wird. Zum einen, welche Rolle hat Harry Kane bei dem Transfer gespielt? Und die andere, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch ein Wintertransfer kommen könnte? Ja, Harry kennt Eric ja sehr, sehr gut und hat natürlich nur das Beste über Eric erzählt, aber er hat jetzt keine entscheidende Rolle gespielt. Aber natürlich ist es auch kein Nachteil, dass sie sich kennen und sich sehr gut verstehen, aber er war jetzt nicht die treibende Kraft bei dem Transfer. Ja, das wäre ja auch wild. Aber natürlich haben wir uns mit ihm ausgetauscht. Ja, wir werden sehen, was passiert noch die nächsten Tage. Die Transferzeit ist ja noch ein bisschen offen. Ja, schauen wir mal, was noch passiert. Ja, ich denke, rechter Verteidiger wird noch kommen. Also, das werden wir uns nicht lumpen lassen. Natürlich wieder ein bisschen schade, alles so spät ist, aber im Winter ist es natürlich noch mal schwieriger wie im Sommer. Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, also sonst verkacken sie es nochmal, ja. Also, ich gehe davon aus, dass noch ein rechter Verteidiger kommen wird und nicht nur irgendwie ein Ergänzungsverteidiger, weil ich glaube, man ist intern mit Mazraoui auch nicht wirklich zufrieden auf der Position und von daher denke ich, wird da noch irgendeine Kanone kommen. Nebendran Christian Falk für Sportbild. Ich hoffe es zumindest. Question to Eric.
Ihr Name wurde auch schon im Sommer erwähnt. Vielleicht können Sie da auch schon erwähnen, wie nah es Deutschland war und wie viel Eindruck hatte vielleicht auch Harry, als es eine Chance gab, hierher zu kommen. Ja, natürlich, seitdem Harry hier angekommen ist, er ist mein Freund, also haben wir viel darüber geredet, nicht unbedingt über mich, sondern eben auch über seine Erfahrung hier. Und natürlich habe ich die Spiele auch ein bisschen enger verfolgt wegen ihm. Und dann natürlich auch, als ich gesehen habe, dass es vielleicht eine Möglichkeit ist, dann habe ich es auch für mich selber verfolgt. Ich hatte Kontakt natürlich auch mit ihm, aber nicht nur für mich, sondern eben auch, weil wir gute Freunde sind. Und genau. Ja, wie nah war das im Sommer? Ja, ich weiß nicht, ich bin nur der Spieler, ich fokussiere mich einfach nur darauf. Das ist schon wild, ne? Das nehme ich ihm sogar ab, ne? Dass der Spieler sagt, ja, ich bin nur der Spieler, ja. Solange der Berater nicht kommt und sagt, so, du wechselst jetzt zum FC Bayern München, wild, ne? Schon wild. Also. Einen Job, den ich dort habe und versuche das den anderen Leuten zu überlassen, deren Job das ist, und ich fokussiere mich auf mich selbst und das, was eben in meiner Kontrolle liegt. Für die Welt, bitte. Hi Eric, welcome to Munich. So, willkommen in München, Erik. Was sind Ihre Ziele persönlich, aber auch mit dem Team? Ich glaube, dass unsere Ziele da gleichgesetzt sind. Ich komme hierher, um dem Team zu helfen, eben auch zu gewinnen. Und wenn das Team gewinnt, bin ich erfolgreich und dann ist das Team auch erfolgreich. Und das ist dann eben so gleichgesetzt, was die Ziele sind. Meine Ziele sind, dem Team zu helfen, dass sie gewinnen können. Das ist mein alleiniger Fokus dort. You played the last time 90 minutes in November. Ja, das letzte Mal, dass sie 90 Minuten gespielt haben, war im November. Wie ist Ihre Bedingung bisher? Und was war der Grund, wieso die bei den Spurs nicht gespielt haben? Ja, das ist eine... Ja, neuer Trainer und alles, also... Sieht man doch bei uns. Jeder Trainer hat so seine Vorstellung von den Spielern. Ne? Entscheidung, was der Club und der Manager dort entschieden haben und was ich auch respektiert habe, was aber meine Bedingungen angeht, setze ich immer viel drauf, dass ich fit bin und eben auch bereit bin zu spielen, und das ist für mich egal, ob ich 6 Monate spiele oder nicht, und deswegen, ja, so fühle ich mich eben auch aktuell. Ich denke, es ist auf jeden Fall nochmal heißer, ist nochmal gerade auch so Tottenham zu zeigen, dass man ihn da so für ein Apfel und ein Ei hat gehen lassen quasi, ne? Ich glaube schon. Bin mal sehr gespannt. Also wenn ich ihn so ein bisschen richtig einschätze, glaube ich, werden wir ein bisschen Freude daran haben. Could I just ask a couple of questions about Harry Kane? I know you're fluent in Portuguese still, is that right? Harry Kane. Have you done any German at all? Ja, ich habe schon mitbekommen, Sie sind flüssig in Portugiesisch. Werden Sie mit Harry vielleicht dann auch Deutsch lernen? Naja, er ist jetzt halt nur für ein halbes Jahr ausgeliehen, wa? Also ich glaube nicht, dass er sich darauf einlässt, also nicht wirklich darauf einlässt, wenn es nicht safe ist, dass er länger bleibt, ne? Also, so wie ich es gelesen habe, weiß man natürlich nicht, vielleicht kommt die Frage gleich noch, leihen wir ihn ein halbes Jahr aus, haben dann eine Option, er ist ja danach dann vereinslos quasi, ja, weil bei Tottenham kriegt er ja auch keinen Vertrag, es sei denn, Tottenham verlängert den Vertrag, obwohl wir ihn ausgeliehen haben, ganz wilde Geschichten, die da laufen können. Keine Ahnung. Vielleicht hören wir da gleich noch ein bisschen mal zu, aber ja, wenn jetzt so für ein halbes Jahr geplant ist, dann musst du nicht groß anfangen, Deutsch zu lernen. Ja, also auf jeden Fall Golf werde ich ein bisschen mit ihm üben, und ich werde auch versuchen, Deutsch zu lernen. Ich bin kein Fan davon, wenn ich irgendwo bin und die Sprache nicht verstehen kann. Ja, das ist schon mal eine coole Eigenschaft auf jeden Fall. Ich sag ja, so wie ich ihn einschätze, wenn er das wirklich tun sollte für ein halbes Jahr, dann Hut ab. Bin sehr gespannt. Und natürlich habe ich schon mal im Ausland gelebt, und für mich ist es sehr, sehr wichtig, die Sprache so schnell wie möglich auch zu lernen, aus dem Respekt von wo ich dann bin, und dann eben auch so viel. Ja. Sollte sich der ein oder andere Spieler vielleicht mal anhören und mal durch den Kopf gehen lassen, was der Erik da gerade erzählt. Wie möglich verstehen kann. Eine weitere Frage dort auch, nicht nur unbedingt die Sprache, aber ist es eine Chance für Sie, vielleicht auch bei der EM mitzuspielen für England? Sie sind jetzt eben in Deutschland, sehen das schon mal ein bisschen, sehen die das auch als Vorteil? Ja, nicht. Ich glaube, was die Nationalmannschaft angeht, muss man sich eben auf sich selber fokussieren, dort eine gute Leistung im Club abrufen, und dann kommt eben das Ganze auch, dass man in der Nationalmannschaft spielen darf. Es ist
immer schön, natürlich dort dabei zu sein. Und wenn man dann eben gut für seinen Club spielt, dann hat man auch immer die Möglichkeit. Und deswegen fokussiere ich mich dort einfach stark hier zu spielen und dann auf nichts weiteres. Ja, haben Sie schon irgendwelche... Ja, na klar, ist schon quer durch München gelaufen, ne, die 1,5 Tagen, die er da ist. Hat sich sämtliche Sehenswürdigkeiten angeguckt. Alter, was sind das immer für dumme Fragen? Sachen in München gesehen und wo werden Sie wohnen? Ja, bisher weiß ich es nicht. Alles ist bisher sehr schnell passiert. Morgen gehen wir natürlich schon ins Trainingslager und deswegen hatte ich noch nicht so eine große Chance. Ich bin schon ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Es sieht wie eine sehr schöne Stadt aus. Es ist natürlich kalt bisher, also konnte man noch nicht so viel rausgehen. Aber der erste Eindruck ist, dass es eine sehr schöne Stadt ist. Und schön eben auch irgendwo zu sein, wo vielleicht nicht so viel Verkehr ist und alles sehr nah aneinander ist. Und das ist auch schöner als in London dann. Ja, 2 Fragen an Christoph Freund. Die erste, was erwarten Sie sich auch von dem Spieler? Auf welcher Position sehen Sie ihn auch am stärksten? Und zweite Frage, man hat sich jetzt gegen eine Verpflichtung von Palhinha entschieden. Können Sie erklären, wie das jetzt zustande kam, dass man jetzt doch in dem Mittelfeld eben nichts mehr gemacht hat oder nichts mehr machen möchte? Danke. Ja, Erik hat die letzten Monate, die letzten Jahre eigentlich fast immer Innenverteidiger gespielt, davor auch im Mittelfeld die 6er-Position oder auch ganz früher mal rechts, also er ist universell einsetzbar. Wir sehen ihn in erster Linie schon als Innenverteidiger. Er bringt einfach viel Erfahrung mit, viel internationale Erfahrung, viele Champions-League-Spiele, ist ein richtig gut. Ich sage ja, damit machst du nichts verkehrt, das ist ein safer Transfer. Oder? Entweder ist er nur Ergänzungsspieler, wenn der Rest fit ist und performt. Und ansonsten hat er mega viel Erfahrung. Ja, also er wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir dann jetzt auch mal eine Dreierkette. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir sehen ein bisschen was von ihm, dass es nicht so ein Ding wird wie letztes Jahr, ne, mit der Leihe. Das wäre schon schön. Guter Typ, richtig guter Charakter. Er wird wichtig sein für die Mannschaft, sowohl am Platz als auch in der Kabine und außerhalb. Einfach mit seinen Erfahrungen und mit seiner Art und Weise, wie er auch als Mensch ist, glaube ich, tut er unserer Truppe einfach richtig gut und das erhoffen wir uns auch in den nächsten. Ist schon wild, dass sie das immer so betonen. Ne? Ich denke, ich schätze ihn ja auch so ein bisschen so Kämpfersau-mäßig ein und dass man das dann immer so betont, so dass er der Mannschaft sehr, sehr gut tun wird, ist auch immer so ein bisschen ein Fingerzeig an die Spieler, die so da sind, ne? Monaten von ihm und bin überzeugt, dass er das auch einbringen wird. Ja, Palhinha, gut, die Transferphase ist ja noch nicht, Transferzeit ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben uns mit Palhinha auch letzten Sommer ja schon beschäftigt. Gut, da war ich noch nicht so involviert, aber hatten auch immer wieder Kontakt mit ihm. Aber die Priorität war jetzt eben, dass wir uns in der letzten Linie verstärken und das haben wir jetzt gemacht. Es hat sich natürlich auch so ergeben im Mittelfeld, dass da Alex das richtig gut auch gemacht hat, die letzten Spiele im Herbst und auch in den Trainings richtig gute Rolle schon ausfüllt und ja, wir auch da glauben, dass wir da eine gute Alternative auch jetzt haben, schon intern. Ich denke mal, da wird der Tuchel eine kleine Ansage gekriegt haben. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Auch das haben wir ja schon in der letzten Pressekonferenz von Tuchels Aussagen gehört. Das hören wir jetzt hier nochmal klipp und klar vom Freund. Ich denke mal, da wird so eine kleine Ansage gegeben haben, dass so ein Pavlovic doch jetzt mal ein bisschen mehr gefördert werden soll. Auch Tell haben wir gesehen für 15 Minuten. Ich denke auch da, es wird so eine Grundansage, glaube ich, gegeben haben, dass ein Tuchel sich ein bisschen umstellen muss. Also nicht nur so die Erfahrenen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf die Jungen zu setzen. Ich bin sehr gespannt die kommenden Wochen und Monate. Ich glaube, also wenn Tuchel sich da ein bisschen umstellt, wenn er die Philosophie mitträgt, ich glaube, er ist ein Tuchel, das kann, also da müssen wir uns ja nichts vormachen. Er ist ja jetzt keiner, der keine Spieler entwickeln kann oder sowas. Wenn er sich darauf einlässt, ja, ich denke, dann werden wir noch viel Freude haben. Aber wir werden sehen, ne? Es wird nicht langweilig werden bei uns. Haben wir weitere Fragewünsche? Auf der anderen Seite David Fehrhoff für Bild, bitte. Ja. Kleinen Moment. Alter, dass sie das immer noch nicht geschissen gekriegt haben, dass da einer mit dem Mikrofon durch den ganzen Raum rennen muss. Junge. Hi Eric, welcome to Munich. So, erstmal herzlich willkommen in München. Wie ist Ihr erster Eindruck mit den anderen Verteidigern, mit De Ligt, Upamecano? Denken Sie, dass es ein großer Kampf ist, dort dann in die ersten Reihen zu kommen?
Ja, natürlich, wenn man zu so einem großen Club kommt, dann ist es immer sehr ein großer Kampf, dann eben auch in das Team so reinzukommen. Natürlich mein Eindruck, ich hatte erst heute die erste Trainingseinheit, aber da ist sehr viel Qualität im ganzen Team, also freue ich mich einfach sehr. Ja, im Training ist immer alles top bei uns. Mit der ganzen Mannschaft zu spielen, gebe da mein Bestes eben auch. Wir haben fantastische Stürmer auch und gegen die dann eben auch im Training zu spielen. Und ja, es ist immer eine Herausforderung zu spielen und es ist immer ein bisschen Kampf mit drin, aber da freue ich mich auch drauf. Harry is moving to a new house. Ja, Harry zieht bald in ein neues Haus. Bekommt sie da vielleicht noch ein Zimmer? Ja, ich weiß nicht, ob er da Platz hat. Aber ja, ich war dort noch nicht. Er hat mich aber schon eingeladen. Also werde ich da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Aber ich denke nicht, dass ich dort bleiben werde. Ich glaube, er hat genügend Kinder und dann ist das Haus schon voll genug. Da muss ich nicht noch mit dazukommen und mehr Arbeit machen. Gibt es noch eine Frage oder zwei? Are there any further questions? No, dann wartet ihr sicherlich alle auf das abschließende Bild. Thanks so far, Harry. Thank you. Final picture with your shirt, jersey and number, please. Christoph, bitte. Tick. Ja, machen wir das obligatorische Foto noch, ne? So stark, hier kann ich gleich als Thumbnail nehmen. Ja, Leute. Eric Dier, ja, so viel haben wir jetzt nicht erfahren, wa? Ich habe es ja schon im anderen Video gesagt, ich will es jetzt gar nicht alles wiederholen, von daher, ich bin sehr gespannt auf den Spieler, ich denke auch, dass er uns gut tun wird und wir gucken mal die kommenden Wochen und Monate, inwieweit er Einfluss nehmen wird. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bis dann, tschüssi.